haut mat Chance den Ernest Pirch zu begreessen, den de letzte Juli Präsident von der Föderation des Artisans vu Michael Reckinger überholle huet. Herr Pirch die seit 20 Jahren an Berufsverband engagiert, für allem am Automobilsektor. Der wird unter anderem 10 Jahre Präsident vom Garagistenverband Vegalux und die wird auch echte Portparole von der House of Automobile. Wer hat dich motiviert, die bin wohl erbig am Handwerk zu machen? Wer motiviert dich heute, die einem anderen Niveau, das hier schon der Föderation des Artisans weiterzuführen? Am Anfang, wie ich angefangen habe zu arbeiten am Familienbetrieb, wie das gesagt wird, ein Automobil, sind ich relativ frei und Regime an Föderation gefragt gehen, wenn es einem Dossier schon gemerkt hat, wenn ich die Summe schafft, dann probiert, muss Probleme bewältigen. Da bringt das relativ viel. Wenn wir immer als Betrieber sitzen und nicht viel Matt kriegen, bei der Sachen ich meine, dass von der Basis gut könnt, für verschiedene Themen anzuschwätzen, Probleme zu lösen, dann schon gemerkt, dass das ganz viel bringt. Und ich mich immer mehr engagiert und voilà, ich meine, gehört sowohl zu meinem Berufsleben wie ein Automobil. Das ist eine zweite Aktivität, die ich extrem schätze und zu herzuholen. Und wo ich probiere, dann eben auch Sachen mal zu influenzieren, weil ich denke, nämlich einfach auch an der Zukunft. Wir müssen uns positionieren, wir müssen Dossier abschaffen, wir müssen als Basenhof gehen, für zu gucken, wo du schon direkt und dann Strategien ausschaffen, dann probieren uns in Politik zu bringen, da mag ich fahren und das Problem können gelöst gehen. Als Präsident von der Föderation des Artisans repräsentiert ihr Handwerksbetriebe aus allen Sektoren. Was hat eine Situation, die du dich noch gewinnen musst? Ja, nee. Ich meine, ich war 2 Mandate, da war ich Vizepräsident. Ich meine, du hast alle die Verbände mal dich gehabt, wo ich kommt am Anfang die Probleme, die bestehen, mit empfangen, an Nogedruck kriegen, an natürlich, wenn der Präsident genannt wird, eine gewisse Responsabilität, mehr ich war schon mal an der Responsabilität und dem Herr Reckinger, wo ich die Sache dann eben noch gelernt habe. Ich meine, ich einen gewissen Weitblick, aber nur, was die verschiedenen Verbände brauchen, wie sie abgestaltet sind. Und voilà, ja. Die Föderation des Artisans ist eine Wirtschaftsorganisation und ein Employersverband. Wie sieht ihr die Rolle von der Föderation des Artisans in der Mission? Ich meine, die Rolle ist, wir machen keine Politik, aber wir sollen mit der Politik einen konstanten Échange sein. Ich meine, wir wissen, wie du im Terrain lebst. Das ist ganz klar, wenn Politik, wie soll ich so, Decisionen hält, dann müssen sie aber auch mal wissen, wie die Realität im Terrain ist. Und wir müssen den noch bringen, das heißt, wir sollen das andere Mengen bei den verschiedenen Föderationen, sollen wir die Informationen sicher gehen. Und da probieren wir als Anträge zu verteidigen, weil ich meine, wenn irgendein Gesetzestext oder was auch immer an die Welt gesagt wird und das am Anfang nicht realisiert wird, was das Impact auf ihr Reisfleisch hat, die Leute, die im Terrain sind, dann ist das Problem da. Und wir müssen es da tagtäglich verschärfen. Und das machen wir, das haben wir schon jahrelang ganz gut gemacht und das werden wir so weiterführen. Zeitig ist nicht mehr einfach, wenn ihr guckt, was alles bei uns durchkommt. Und ich meine, 2 Jahre sind noch Wahlen. Da kommen noch wahrscheinlich pure Hiobsbotschaften, aber es durch Kado werden Tränen von links affuriert. Also muss man ganz nur am Ball bleiben und das tagtäglich. Als Präsident von der Föderation des Artisans sind da für den Sektor zu enkadrieren, Portparole zu sehen. Und ihr auch Präsident von einer Organisation, die geriert muss gehen. Was sind da die Prioritäten auf den 2 Wollen, die da hat? Prioritäten sind, nur mal aus der Krise rauszukommen. Sind wir raus aus der Krise, muss Bestandsaufnahme machen und dann kommen die rekurrenten Probleme allkehr zurück, die schon seit Jahren bestehen. Ich meine, das ist Rentabilität. Wir müssen massiv investieren. Wenn ich gucke, was die Rentabilität von Handwerksbetrieben anbelangt, sind wir ganz hand an der Luft bei den, was die europäischen Länder anbelangt, die schlechtest. Dann haben wir ein Problem mit der Manöver, mit der qualifizierten Manöver. Ich meine, wir haben nicht genug Leute an unseren Reihe stehen, für können derbisch zerlegen und dann können auch dabei, dass wenn so andere Filiere kommen, dass wir da müssen formieren, über Formation normal und Formation kontinu. Wir sind dann da sicher mal mittlerweile schon, muss man mehr aus der Großregion rausgehen, für überhaupt nach Manöver zu fahren. Das ist dann natürlich noch mehr kompliziert. Die Leute, die kommen nicht auf Lützburg gefunden. Ich meine, sie sehen auch ganz genau, was Kasten alles hier sehen.
dann nummer Problematik ist so nur von der Transition energetik, was kann eng kann eng Chance sehen. Natürlich auch da muss man sehen, wie investiert gehen, wie man gesagt tun Rentabilität, die Mann das sowieso schon für du weißt schon nur geschlagen ist die ganz an nun. Da können eine Pandemie dabei, die nicht vereinfacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute, viele Betriebe bei der Fisk machen, geschweige vom Recht, für Routen zu erlernen. Und dann haben wir den Dossier von den Independenten, die, wo man von Politik oder E-Minister das Statut, wie soll ich so nicht berechtigt wird, berücksichtigt wird. Sie hatten einfach kein Salär de Remplacement. Das ist ein Dossier, den wir auch auf Vordermann bringen, weil ich meine, die Inegalitäten, die dann da bestehen, ob das am Droit du Travail also oder am Sozialen, da muss man einfach ankriegen, weil wir müssen noch herfahren an den Dossier. Ich meine, das ist ja auch schon über die zwei Chambren als noch Vierbusch gehen an der Presse mit einer Stellungnahme, wir werden als dummer Druckkrempen, wir werden das nicht machen, wieder mal herfahren. Der Dachverband 33 Fachverband, die mussten zusammen funktionieren, die mussten Positionen ähneln. Da spielt der Präsident auch eine wichtige Rolle für das bei zu kriegen. Du hast das eng von der große Rolle vom Präsident, das ist ganz klar. Wir müssen bei Basis reingehen, die so sind 33 effektiv oder 33 Verbände. 300 Benevolata, wir repräsentieren 8000 Firmen, wir haben 100.000 Mitarbeiter, wir sind den größten Employer von Lützeburg. Ich meine, Verbände gleichen schon verschiedene hin, alle Verbände haben Spezifizitäten, wir müssen auf die Leute durchgehen, wir müssen den Nullaustellen, Synthesen zeigen und dann gucken, wie wir das Ganze noch rausbringen. Eng von den großen Prioritäten als nach Minot bei uns Membern zu kommen, alle gut. Mat anzubannen, ich mein, da merken sie auch die Arbeit, die gelegt wird. Es gibt ganz viel Arbeitspreis gelegt. Zukunft muss man als runzeigen, die Jungentrepreneuren, die sollen noch sich noch mehr an Verbänden engagieren. Und ja, voilà, ich meine, das sind die Vieh, die wir bewältigen werden. Da wünsche ich mir Chance, damit so nicht mehr für das Gespräch. Merci, Herr Pirsch. Merci auch, Herr Reuter.